Und der Elvis, das ist meine liebste Geschichte vom Kind, die ist wirklich passiert. Der einmal am Abend spät hat er noch Hunger gehabt. Also es hat er ging, aber an diesem Abend hat er nicht mehr seine Stammbeiz fahren, dort ins Gridiron Richtung Rains Road. Ist er einfach zu Fuß zum Haus aus mit ein paar Kumpels. In erstbester Spunte, so einen Imbiss. Er mit seiner Frisur oder Pilotenbrille, vielleicht noch einen glitzerigen Jackett, weil er vom Auftritt ist heimgekommen. Geht er rein, bestellt einen Cheeseburger mit 4 Käsescheiben, 2 Tomaten, einem Salatblättchen, viel Speck und einen Prise Knoblauchsalz. Und er noch anfängt zu erklären, wie er das Brötchen gerne hat, nämlich zuerst im heissen Anker geröstet, dann mit Peanut Butter bestrichen, wird putzverrückt. Fahrt ab, hat er gebeten. Wie ich euch Typen hasse, lasst Elvis endlich in Ruhe. Jetzt war ein riesen Fan von Presley. Aber dermassen genug von diesen Doppelgänger-Elvissen. Wo der ging als Elvis verkleidet um das Graceland umgelungert sind und sich dann bei ihm in dieser 24-Stunden-Kneipe verpflegt haben, in dieser billigen, hat sie sich hier beschützen und jagten sie zum Teufel, hat dermassen die Schnauze voll gehabt. Von all diesen falschen Elvis, dass er nicht merkt, dass er das mal der richtige King of Rock'n'Roll hat vor sich gehabt. Der echt, der einzige. Warum ich das erzähle? Ich weiss es eigentlich nicht. Vielleicht für zu sagen, dass die Sachen manchmal anders sind, als wir meinen. Wie der kleine Bub, der mit seiner Gotte im Stadttheater durfte das Dornröschen schauen. Kaum geht der Vorhang auf, sagt er: «Wow, Gotti, das ist ja 3D!» Und Elena, unser Nachbarsmädchen, das mit dem Bub eine Abkürzung genommen hat, die ist abends zu mir zum Mittagessen. Und Elena war ein riesen Fan vom FC Zürich. Dann durfte sie mal mit der Nazi einlaufen, so einem Spieler die Hand geben. Hat sich gefreut, wie verrückt bekommst du ein Nazi-Liebli, das du behalten und Nico neue Schutzschuhe. Sie hat selber auch geschuttet, Elena. Und dann hat sie sich gefreut, auch am Samstag der Fernsehen angetragen, die Elena eine riesen Saumauker gemacht. Jetzt hat die einen Spieler von gegnerischen Nazi verwünscht. Von Finnland. Also wieder zum Mittagessen sage ich: «Elena, warum hast du so reingeschaut? Kann denken, ein Schweizer wählen und nicht so einen doofen Finn.» «Aber Elena, hast du das nicht gemerkt? Jetzt hat die ihm Hannu die Hinentang gegeben. Dann mal im Captain vom FC Zürich, ihrem grössten Idol. Und hat es nicht gecheckt.» Ja, irgendwann findet das Glück heim, singt er... Nein, das ist der Anger. Irgendwann findet das Glück heim, singt der Kuno, aber du musst es dir auch noch merken. Und das Glück wissen zu packen. Dolly Parton hat übrigens auch mal so an einem Dolly Parton Lookalike-Wettbewerb teilgenommen. Wenn sie in Kentucky Kilby haben, gibt es einen Wettbewerb, wer sich am besten verkleidet wird. Dolly Parton, weißt du, die blonde Sängerin, also die sehr blonde Sängerin. Hat sie geschrieben, 1974. Sie, die von sich selber sagt, «You wouldn't believe how much it costs to look that cheap.» Ich glaube nicht, was das kostet, hat so viel billig auszusehen. Sie hat mal an einem Dolly Parton Lookalike-Wettbewerb teilgenommen, ist immerhin dritt geworden. Wahrscheinlich hat sie das Gloschli da vorne ein bisschen zu wenig ausstaffiert. Und der Sebi? Warum kommt mir jetzt der Sebi zu Sinn? Ich habe ja lange in Schlieren gewohnt, im Limmatal, in der Ghetto. Nein, das ist also Emmenbronx ist ein Dreck dagegen. Schlieren im Limmatal, Alltag durch die grusige Unterführung, von allen grusigen Unterführungen der Welt, die allergrüsigste. Dann hat dort mal einer mit dickem, schwarzem Filzstift an die Mauer geschrieben: «Sebi, du Missgeburt.» «Sebi, du Miss-M-I-S, Wortabstand Geburt.» Alles klein. «Sebi, du Missgeburt.» Ist nicht 2 Tage gegangen, hat der Sebi mit dickem rotem Filzstift drunter geschrieben: «Lernt Deutsch!» Ausrufzeichen. Bis nachher.